Der Fonds für Binnensicherheit, den ISF, steht engerseits für mehr Sicherheit auf den Außengrenzen, und andererseits für eine mehr intensive Zusammenarbeit von den Autoritäten am Kampf gegen Kriminalität. Am Kader vom nationalen Plan CBRN, wir schätzen hier von chemisch, biologisch, radiologisch oder nuklearen Stoffen, hat die Polizei eine ganze Reihe Akquisitionen an Material gemacht, unter anderem Tenue für die Leute, das waren auch Gasmasken, das waren spezifische Equipmente für verschiedene Unitäten, das größtenteils über den europäischen Fonds, den ISF, finanziert gehen. Darinnen ist es so, dass wir als Polizei eine dreifache Mission haben. Einerseits am Fall von einem CBRN Aufsichern von dem Site, das heißt den Perimeter machen. Ich meine, du musst als Beamte noch dem Moment die nötigen Tenuen haben, dass sie selber geschützt sind. Zweitens, wann muss eine Intervention an dem Site selber gemacht gehen, haben wir das nötige Material für als Spezialunitäten gekauft. An den dritten Volley als Donno, wann der Site sécurisiert ist, an die Spurensicherung muss ran für erkennungsdienstliche Messungen zu machen, dass die auch das nötige Equipment im Moment kriegen. Das sind die drei Volley, wo wir als Polizei dank dem ISF konnten für den Plan National des CBRN die Investissements machen. Am Kader von dem nationalen Plan CBRN hat die Polizei unter anderem die Spezialunitäten und spezielle Bombencontainer finanziert. Die Mission von den Bombencontainern besteht daran, Suspektgegenstände, die irgendwo gefunden gehen, für die können im Moment an die Bombencontainer zu neutralisieren. In dem Fall führen Spezialunitäten auf der Site selber. Die suspekte Gegenstand geht im Moment anhand von einem Roboter an die Bombencontainer deplaciert. Und da geht der Bombencontainer auf einem Milieu sécurisé, in dem Moment geht der Gegenstand an den Bombencontainer dann neutralisiert. 2018 hat die Polizei am Flughafen Lützeburg die Automatic Border Control Gates angefordert. Dieses Projekt wurde kofinanziert von der Europäischen Kommission. Ziel von diesen automatischen Guichets ist es, für die Libre-Zirkulation der Personen zu facilitieren und mehr einfach zu machen. Der Bürger kann heute durch Grenzkontrolle quasi selber dadurch gehen, indem er dann seinen Pass ablädt, und dann laufen sämtliche Kontrollen automatisch durch. Aber wenn dann alles gut ist, geht es grün und die geht ab und die Person kann dann an den Schengen-Raum rankommen. Wir setzen uns an für mehr effiziente Kontrollen auf den Außengrenzen und bieten dadurch den Bürgern in Europa mehr Freiheit und Sicherheit.